Wenn es Nacht wird auf dem Viktualienmarkt, die Standelbesitzer ihre Waren einräumen. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Aber die fette Urschel beim Metzger, also die hat einfach nicht mehr aufgehört mit dem Reden. Die meinen alle, dass man nur weil man im Rente ist, den ganzen Tag nichts anderes zum tun hat, als einer Plätz Quatsch anzuhören. Und wenn nach der Hektik des Tages wieder Ruhe einkehrt, wird es für Irma Beislinger interessant. Das ist gut, dass der eine Fensterladen so verzogen ist. Da kann man noch was sehen. Ja, nach Liebesgeflüster schaut das aber nicht aus. Was macht er denn jetzt? Na, das darf doch nicht wahr sein. Der packt an der Gurgel. Und sie rudert mit ihren Armen in der Luft rum, als wenn's der Saufer tat. Denn was für andere der Fernseher, ist für die rüstige 75-Jährige ihr Fenster zum Markt. Jetzt hat er mich gesehen. Der Mörder. Was macht er jetzt? Er sperrt seine Buden zu. Der wird doch nicht so einfach heimgehen. Was? Der geht ja auf unser Haus zu. Was mache ich jetzt nur? Ganz ruhig bleiben, Irma. Das machen wir schon. Ich hab da schon eine Idee. Es war eine gute Idee, die Sicherung rauszuschrauben. Und der Blecheimer scheint ihm direkt aufs Hirn gefallen zu sein. Man hört nichts mehr von ihm. So, jetzt kann ich die Sicherung wieder reinschrauben, dass wir wieder was sehen.